bei gutem Wetter fleien Baie wie wëll. Gut Mr. Science, dats dawer protegéiert pass. Die sind viel zu viel beschäftigt, für auf mich aufzupassen. Die Haibaien, die sammeln fleißig den Nektar, an Haibannen, da wird gebaut. Merci mich. Ja, an dieser Baienweb, ihr seid den gut, die Struktur, die ihr kennt, all Lach als ein Sechseck. Aber wieso das Baien die Sechsecker machen, und wie sie das machen, das versuche ich an meinem Experiment von heute rauszufinden. E Sechseck ass vielleicht die stabilste Struktur. Nee, aus sich als ein Dreieck die stabilste Form. Ein Sechseck ist nicht so stabil. Aber das Problem ist, dass an dreieckige Waben viel mehr Platz dran ist, und das kann ich euch heute mit der Gicke weisen. So, ein Dreieck ist lo voll, aber wenn ich diesen lo als Sechseck formen, da seht ihr, dass noch viel Platz frei ist. Und das, obwohl ich den Umfang gar nicht geändert habe. A Sechsäcke lassen sich dann noch gut ohne Nee reihen. Me wie baut eng Ball dann so etwas Regelmäßiges? Können Baie rechnen wie Ingenieuren? Et kind de Mengen, op manst müssten Baie jo bis 6 zählen können. An können Baien dat? Kommt mat, ich weiß nicht, du etwas. Mit dieser Apparatur haben die Forscher von der Uni Würzburg getestet, ob Baien zählen können. Hier war ein Zonentunnel und sie haben ihren trainierten Baien auf engem Ende vom Tunnel ein bisschen Sirup hingestellt. Denk Baie seid aber aus, wie was er schon genug Sirup gehabt hat. Ey, mach du nicht den Gag mit mir. Die Forscher, die haben am Angang vom Tunnel die Baien verraten, wo später der Sirup ist. Sie haben das Teil gesehen und in diesem Raum haben die Baien sich entscheiden und erstaunlicherweise ist ein Großteil der Baien direkt an den richtigen Raum gegangen. Und das Experiment beweist, dass sie 3 Punkte von 2 Punkten könnten unterscheiden und das, obwohl das Muster an der Entree geändert war. Wow, ging das dann noch mit großen Zahlen? Aber ja, die Forscher haben herausgefunden, dass das genauso gut mit 3 und mit 4 funktioniert. Aber mit 4 und mit 5 geht es nicht mehr. Das heißt, Baien können nicht mehr wie 4 Punkte von denen unterscheiden. Also muss es einen anderen Grund tun, für was die Waben sechseckig sind. Und das weisen sie mit Seefeblosung. Okay, mir war zu Seefeblosen lo mit der Baienweb zu dienen. Aber ja, das sind Kurlen, und guck mal, die Tramwand, da wo sie wieder den passen. Der es riecht. Ja, genau. Und wenn du viel der Seefeblosen neben den machen, entstehen ganz eckige Strukturen und keine Runden. Aber bei den Baien, du hast das ähnlich. Eigentlich bauen sie rund, und die eckigen Strukturen die entstehen recht durch den Kontakt mit den Nopelschwaben. Mir denk Seefeblose sind aber kein regelmäßig Sechsecker. Ja, die waren auch nicht genau selbisch groß. Und dafür habe ich heute Plastilins-Bullen von der selbigen Größe. Und heute seid ihr gut, dass rundherum eng Zentralbull genau 6 Bullen rundherum passen. Das war schon früher bei meinen Schicken so, und das ist auch bei meinen grossen Bällen der Fall. Wenn ihr aber so Bullen bei ihnen hört, dann seht ihr, dass ganz viel Hohlraum dazwischen ist. Und diesen Hohlraum versuchen Baien auszunutzen, indem sie den Wurz erhitzen. Und das ist so ähnlich, wie wenn ich hier rüber drücke. Das heißt, das ist Zufall, dass sie sechseckig sind. Oh, Zufall gebe ich das nicht nennen. Ich gebe so, dass ein ganz geschickt Ausnutzen von den physikalischen Eigenschaften vom Baienwurz. Sie sind nicht fertig gebracht, um so man wie möglich Material so viel wie möglich Honig zu verpacken. Und das haben die Verpackungsingenieure auch von den Baien aufgeguckt. Auf Verpackungen, wo viel Platz dran ist, haben sie das heute angesagt und so mit möglichst wenig Material die Platz gefüllt. Baien haben also ein geniales System gewesen, für effektiv zu verpacken. Ja, an mir verpacken just Luft.